Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir zunächst einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama beglückwünscht den neuen Präsidenten von Taiwan. Seine Heiligkeit der Dalai Lama erteilt den Mahakala-Segen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gewährt Anhängern, Würdenträgern aus Japan und indischen Beamten eine Audienz. Schulen in Himachal Pradesh sollen soziales, emotionales und ethisches Lernen einführen. US-Senat verabschiedet Resolve Tibet Act. CTA lobt einmütige Unterstützung. Sejong erhält herzlichen Empfang von französischen Senatoren und schließt Europabesuch ab. Innenministerium hält Konferenz der tibetischen Kooperativen in Dharamsala ab. CTA-Delegation nimmt an der Amtseinführung des taiwanesischen Präsidenten und der Neugründung der taiwanesischen Parlamentarischen Gruppe für Tibet teil. Galön Thalang Dema schließt Schulbesuche in Lada ab. CTA fordert China auf, nachprüfbare Informationen über den 11. Bentje-Name herauszugeben. Das Tibet-Museum begeht den Internationalen Museumstag 2024 und zeigt eine temporäre Ausstellung. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gratulierte am Dienstag dieser Woche seiner Exzellenz Lai Ching-te herzlich zu seinem Amtsantritt als Präsident von Taiwan. Seine Heiligkeit erwähnte in seinem Brief, dass es wunderbar sei, die fest verwurzelte Demokratie in Taiwan zu sehen und dass das taiwanesische Volk nicht nur eine blühende, robuste Demokratie entwickelt, sondern auch großen Wohlstand erreicht habe, während es gleichzeitig seine reichen kulturellen Traditionen bewahre. Seine Heiligkeit schloss mit dem Wunsch nach viel Erfolg bei der Bewältigung der Herausforderungen, die vor der Erfüllung der Hoffnungen und Bestrebungen des taiwanesischen Volkes liegen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama erteilte am Samstag letzter Woche auf Bitten von Galuda Rinpoche den Mahakala-Segen im tibetischen Haupttempel in Dharamsala. Seine Heiligkeit erzählte von seiner Erfahrung im Nobulinga-Palast, wo er vor seiner Abreise ins indische Exil die Mahakala-Kapelle besuchte. Seine Interaktion mit Mahakala und das beruhigende Nicken, das er als Antwort auf sein Gebet spürte, deuteten darauf hin, dass die Tibet-Frage schließlich geklärt werden würde. Seine Heiligkeit fuhr fort, dass er die kontinuierliche Unterstützung und die erleuchteten Aktivitäten spüre, die ihm der sechsarmige Mahakala seit seiner Ankunft im Exil zuschreibe. Am Montag dieser Woche gewährte seine Heiligkeit der Dalai Lama einer Gruppe von Anhängern der Deepka Religious Foundation, darunter Personen aus Vietnam, Südkorea, Thailand, Malaysia, den USA und der Mongolei, eine Audienz in seiner Residenz in Dharamsala. Am Mittwoch dieser Woche traf seine Heiligkeit der Dalai Lama eine japanische Delegation, bestehend aus Hiraoka Hiroaki, Vizedirektor des Seifu Gakuin in Osaka, und Nagao Takashi, ehemaliger Parlamentsabgeordneter und Generalsekretär der japanischen Parlamentarischen Gruppen für Tibet, Japan, und unterhielt sich mit ihm. Der Repräsentant Dr. Arya Taongyabo vom Büro von Tibet Japan begleitete die Delegation während des Treffens mit seiner Heiligkeit. Die Delegation besuchte auch den Sitz der tibetischen Zentralverwaltung. Seine Heiligkeit der Dalai Lama traf am Donnerstag dieser Woche mit dem Chief Minister von Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukkhu, zusammen. Seine Heiligkeit gewährte auch Herrn Ajay Piramal, den Vorsitzenden der Piramal-Gruppe, und Herrn Rajesh Sharma, dem Vertreter des Bildungsministeriums von Himachal Pradesh, am Mittwoch dieser Woche eine Audienz in seiner Residenz in Dharamsala. Geshe Lobsang Tenzin Neki, geschäftsführender Direktor des Center for Contemplative Science und Compassion-Based Ethics, der Mutterorganisation des SEE Learning Programs, war ebenfalls bei dem Treffen anwesend. Die staatlichen Schulen in Himachal Pradesh werden soziales, emotionales und ethisches Lernen in ihren Lehrplänen integrieren. Eine Absichtserklärung wurde am Mittwoch in Anwesenheit seiner Heiligkeit des Dalai Lama zwischen dem Bildungsministerium von Himachal Pradesh und der Piramal Foundation unterzeichnet. Rajesh Sharma, der als staatlicher Projektleiter fungiert, vertrat das Bildungsministerium von Himachal Pradesh bei dieser Partnerschaft. Die Initiative zielt darauf ab, SEE-Lernen in den Lehrplan zu integrieren und sich auf die ganzheitliche Entwicklung der Schüler zu konzentrieren, indem ihre sozialen, emotionalen und ethischen Kompetenzen gestärkt werden. Diese Zusammenarbeit ist Ausdruck des Engagements für die Verbesserung der Bildungserfahrung und des allgemeinen Wohlbefindens der Schüler in Himachal Pradesh.
Seine Heiligkeit der Dalai Lama stellte sich eine menschliche Gesellschaft mit echtem Gefühl füreinander und kollektiver Verantwortung für das globale Wohlergehen vor. Er schlug einen Bildungswandel vor, der auf der Perspektive beruht, dass die 8 Milliarden Menschen völlig gleich sind, weil sie glücklich sein und nicht leiden wollen, und dass wir gemeinsam in der Zusammenarbeit für uns und unsere Gemeinschaft gewinnen können. Zu diesem Zweck prägte seine Heiligkeit die Idee einer universellen säkularen Ethik, die Werte wie Mitgefühl, Menschenwürde, Empathie, Warmherzigkeit und echtes Mitgefühl für andere in unserer Vision von Wohlstand und Fortschritt verankert. Im Laufe der Jahre, als seine Heiligkeit die Einführung des Lehrplans für säkulare Ethik an zahlreichen Universitäten und Schulen in Indien, Nordamerika und Europa leitete, stellte er fest, dass die Förderung von Liebe und Mitgefühl in Verbindung mit dem menschlichen Intellekt der Schlüssel zum menschlichen Wohlergehen ist. Der Senat der Vereinigten Staaten verabschiedete am Donnerstag dieser Woche einstimmig das überparteiische Gesetz zur Förderung einer Lösung des Tibet-China-Konflikts. Sidyum Bema-Tsiding von der tibetischen Zentralverwaltung begrüßte im Namen des tibetischen Volkes den Schritt der US-Gesetzgeber und äußerte die Hoffnung, dass das Gesetz bald in Kraft tritt. Das Gesetz Resolve Tibet Act oder Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act wurde im November letzten Jahres vom Außenpolitischen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses verabschiedet. Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete das Gesetz im Februar 2024 mit überwältigender parteiübergreifender Unterstützung. Dieses Gesetz, das auch als Resolve Tibet Act bekannt ist, wird die Bemühungen der USA verstärken, die chinesische Regierung dazu zu bewegen, den langjährigen Tibet-China-Konflikt durch einen Dialog mit den tibetischen Führern zu lösen. Sidyum Bema-Tsiding von der tibetischen Zentralverwaltung beendete Anfang dieser Woche seine offizielle Reise durch verschiedene europäische Länder. Während seines Besuchs in den 4 europäischen Ländern sprach Sidyum mit Abgeordneten, Regierungsbeamten, politischen Entscheidungsträgern, Akademikern, Medienvertretern, Freunden Tibets und Mitgliedern der tibetischen Gemeinschaft. Bei seinem Besuch im französischen Senat wurde Sidyum von Senatoren, darunter Senatorin Jacqueline Eustache-Bruno, herzlich empfangen. Sidyum forderte Frankreich und die internationale Gemeinschaft auf, Tibeter, Uiguren, Hongkonger und chinesische pro-demokratische Bewegungen als Partner für einen positiven Wandel in China anzuerkennen. Er lobte die Entscheidung von Präsident Macron, sich mit ihm zu treffen, und wertete dies als mutigen Schritt gegen den chinesischen Einfluss. Er ermutigte andere europäische Staats- und Regierungschefs, diesem Beispiel zu folgen. Sidyum erörterte auch parlamentarische Initiativen zu einigen der dringendsten Probleme, mit denen Tibet konfrontiert ist. Insbesondere forderte er den französischen Senat auf, eine endgültige Stellungnahme zur Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama abzugeben, ähnlich wie die US-Regierung, die jegliche Einmischung der chinesischen Regierung in diese rein religiöse Angelegenheit ablehnt. Die Senatoren nahmen den Vorschlag mit Begeisterung auf und sicherten Pläne für besondere Veranstaltungen zu. In Paris führte Sidyum auch Gespräche mit dem taiwanesischen Botschafter François Chi-Chung-Wu, dem ehemaligen Abgeordneten und Gründer der Interparlamentarischen Gruppe für Tibet in der französischen Nationalversammlung Jean-Michel Bélorgey, der langjährigen Tibet-Freundin Marcel Roux und dem ehrwürdigen Lama Jigme Gyatso und Anthony Bousmach, den Co-Präsidenten der Union Bouddhiste France. Sidyum besuchte das Büro der Pariser Koordinatoren, wo er mit den in Paris ansässigen tibetischen Unterstützergruppen zusammentraf. Das Innenministerium der tibetischen Zentralverwaltung CTA lud am Mittwoch dieser Woche tibetische Siedlungsleiter und Genossenschaften zu einer 3-tägigen Konferenz in Dharamsala ein. Die Vorsitzenden und Sekretäre der 15 tibetischen Genossenschaften und die Siedlungsbeauftragten der jeweiligen Siedlungen, die Chief Representative Officers von Ladakh und der Südzone sowie die zuständigen Mitarbeiter des Innenministeriums kamen zusammen, um die Perspektiven der tibetischen Genossenschaften zu erörtern. Sidyum Bema-Tsiding ermutigte die Teilnehmer, Lösungen für Veränderungen und Verbesserungen in den Siedlungen vorzuschlagen, um den Bedürfnissen der jüngeren Generation gerecht zu werden und die Bevölkerung in den Siedlungen zu stärken. Sidyum empfahl, den Anbau von Nutzpflanzen zu verstärken und den Kulturtourismus in den Siedlungen zu fördern. Eine Delegation der tibetischen Zentralverwaltung, bestehend aus der stellvertretenden Sprecherin Döma-Tsiding der Kanggalu Nosin Döma, den tibetischen Parlamentariern Denpa Yape und Dashi Tundub sowie Sekretär Kama Chöing, besuchte diese Woche Taiwan. Am Montag nahm die Delegation an den Feierlichkeiten zur Amtseinführung des 16. taiwanesischen Präsidenten und Vizepräsidenten teil, gefolgt von der Wiedergründungszeremonie der 11. taiwanesischen Parlamentarischen Gruppe für Tibet in Taipeh. Bei dieser Veranstaltung waren auch Vertreter der taiwanesischen Einwanderungsbehörde, des Außenministeriums und des Kulturministeriums anwesend.
Die Delegation besuchte auch die Tibet Religious Foundation of His Holiness the Dalai Lama, auch bekannt als Office of Tibet Taiwan, wo sie mit dem Repräsentanten Bawa Gesang Yetse und dem Philosophielehrer Tenzin Namgyal Rinpoche sprachen. Außerdem hatten sie ein offizielles Treffen mit hochrangigen Beamten der taiwanesischen Regierung. Der Gesetzgeber Hung Sun-han, stellvertretender Vorsitzender der taiwanesischen Parlamentarischen Gruppe für Tibet, lud die Delegation zu einem Abendessen ein. Die Delegation sprach auf der Veranstaltung Deshidele Taiwan, die vom Menschenrechtsnetzwerk für Tibet und Taiwan in Taipeh organisiert wurde. Der taiwanesische Abgeordnete Hung Sun-han und Professor Wu Hao-ren, die die taiwanesische Parlamentsgruppe für Tibet bzw. das Menschenrechtsnetzwerk für Tibet und Taiwan vertreten, sprachen ebenfalls auf der Veranstaltung. Die stellvertretende Parlamentspräsidentin Döma Tshering Dekang Galunuzin Döma und Sikyab Rinpoche, der Abt des Klosters Dashi-Limbo, sprachen auf einer Pressekonferenz, die vom Menschenrechtsnetzwerk für Taiwan und Tibet veranstaltet wurde und an den 29. Jahrestag des Verschwindens des 11. Bentchen Lama. Die tibetischen Parlamentarier Dimba Yape und Dashi Tunduk, DIR-Sekretär Gama Chüying und der Abgeordnete Bawa Gesang Yetse waren ebenfalls anwesend. Am 17. Mai, dem 29. Jahrestag des Verschwindens des 11. Bentchen Lama Gyaltsen Gyaltsen, gab die Abteilung für Information und internationale Beziehungen der zentralen tibetischen Verwaltung eine Erklärung heraus, in der das anhaltende gewaltsame Verschwinden des Bentchen Lama durch China verurteilt wird. In der Erklärung wird die Regierung der Volksrepublik China aufgefordert, den Bentchen Lama, der sich seit 29 Jahren in Gefangenschaft befindet, unverzüglich freizulassen. Tenzin Legche, Sprecher der CTA und zusätzlicher Sekretär des DIR, forderte die Regierung der Volksrepublik China auf, nachprüfbare Informationen über das Wohlergehen und den Aufenthaltsort des Bentchen Lama, seiner Eltern und Jeta Rinpoche herauszugeben. Er betonte, dass sie weiterhin ihre Freiheit fordern werden, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Gyaltsen Gyaltsen, der 11. Bentchen Lama, wurde von den Behörden der Volksrepublik China an diesem Tag im Jahre 1995 entführt, als er gerade 6 Jahre alt war und als einer der höchsten religiösen Führer des tibetischen Buddhismus anerkannt wurde. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama erklärte ihn am 14. Mai 1995 öffentlich zum 11. Bentchen Lama und verlieh ihm offiziell den Namen Jesun Tenzin Gyaltsen Yishitiende Phuntsokpa Sangpo. 3 Tage später, am 17. Mai, verschwand der junge Bentchen Lama zusammen mit seinen Eltern und Jeta Rinpoche, dem Abt des Klosters Dashi-Limbo. Trotz der Anerkennung durch seine Heiligkeit der Dalai Lama setzten die chinesischen Behörden aus politischen Gründen einen anderen Jungen an seiner Stelle. 29 Jahre später bleiben der Bentchen Lama, seine Eltern und Jeta Rinpoche spurlos verschwunden. Im Laufe der Jahre haben die internationale Gemeinschaft, verschiedene Regierungen, Organisationen, Unterstützer und Tibeter auf der ganzen Welt große Anstrengungen unternommen, um ihren Verbleib zu klären. Einige haben sich direkt an die Delegation der Volksrepublik China gewandt, auch bei den Vereinten Nationen, aber ohne Erfolg. Mitglieder der Tibet Support Group in Vilnius organisierten am selben Tag eine Protestaktion vor der chinesischen Botschaft. Die Demonstranten forderten, dass litauische und europäische Politiker den Menschenrechtsproblemen in Tibet Aufmerksamkeit zu schenken. Galön Thalam Döma Changda vom Bildungsministerium des CTA beendete ihren 2-wöchigen offiziellen Besuch in tibetischen Kinderdorfschulen in Lada, der Teil ihrer Tour durch tibetische Schulen in Indien war. Galön Thalam Döma besuchte die abgelegenen Gebiete von Changdang und inspizierte tibetische Kinderdorfschulen in Nyoma, Hanle und Sumdo. Galön nahm an den morgendlichen Versammlungen der Schulen teil, besichtigte Klassenräume, Küchen, Wohnheime, Krankenstationen, Personalräume und Bibliotheken und unterhielt sich mit Schülern und Lehrern. Galön dankte den Lehrern und dem Personal für ihren Einsatz, tibetische Kinder trotz der abgelegenen und schwierigen Bedingungen zu unterrichten. Darüber hinaus besuchte Galön die Gästehäuser und Gemeindehäuser der Gemeinde und führte Gespräche mit der lokalen tibetischen Versammlung und den Leitern des Lagers, um dringende Bedürfnisse und Probleme der Bewohner anzusprechen und sicherzustellen, dass sie über die Anliegen der Gemeinde gut informiert war. Galön Thalam Döma Changda nahm am Dienstag an einer Veranstaltung teil, bei der Rinchen Gamatsomo für ihre herausragenden Leistungen von 95% bei der 12. CBSE-Prüfung in der ladakischen Tibet-Siedlung Sonamling geehrt wurde. Galön besuchte auch die Projektstandorte Magyu und Chushu, um sich ein Bild von den Fortschritten zu machen und sich mit dem Projektausschuss zu treffen. Im Anschluss daran führte sie Gespräche mit den Leitern und Mitarbeitern verschiedener lokaler Einrichtungen in der Lada Sonamling-Siedlung.
Das Tibet-Museum der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der zentralen tibetischen Verwaltung beging sein 47. internationales Museum unter dem Motto Museen für Bildung und Forschung. In seiner Eröffnungsrede unterstrich Tenzin Ligche, Sprecher der CTA und zusätzlicher Sekretär des TAR, die Bedeutung und den Zweck des Tibet-Museums als Eckpfeiler der kulturellen und pädagogischen Bereicherung. Er betonte die Rolle des Museums bei der Förderung der tibetischen Kultur und nationalen Identität als Leuchtturm für die Unterstützung des tibetischen Kampfes. Das Tibet-Museum organisierte ein ganztägiges Programm mit der Vorstellung des Kinderkits des Museums, einem Diskurs über die Bedeutung von Museen als Zentren für Bildung und Forschung, einer kostenlosen Führung durch das Tibet-Museum und nahegelegene prominente tibetische Institute, einer Vorführung von kurzen Dokumentarfilmen, die die globale Bedeutung Tibets unterstrichen, und einer speziellen Präsentation von 10 lokalen Künstlern, die junge tibetische Talente fördern sollten. Ab Mittwoch dieser Woche zeigt das Tibet-Museum eine temporäre Ausstellung mit dem Titel Biografie des selbstverwirklichten Choe Wati Sangpo. Die Ausstellung wird bis September 2024 zu sehen sein. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.